Hallo miteinander. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Herzlich willkommen Hatte zurück. Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Oh. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. Ja. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ja. Herzlich willkommen zurück. Ich weiss nicht mehr, wie lange der Part jetzt geht. Je nachdem mache ich gar keinen Schnitt. Und es geht einfach weiter. Es ist der letzte Part. Ziemlich sicher. Ja, Mutter Oberin. Die Oberin, wie sollte Lilly... Da. Der ist aber süß. Geil. Meinst du? Ja. Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anziehen. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ja. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Dann wird vielleicht Lilly normal. Wie soll ich das je wieder gut machen? Gib das Messer. Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Oh man. Ich habe leider nur dieses Messer. Oh, Meinst Lisi. du, es wäre angemessen? Aha. Aha. Wunderbar. Kleine Mädchen hat gerne Messer. Dank für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy anzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin, was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie Voll. auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Hä? Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Oh wow, nicht im Ernst. Willst du das wirklich tun? Oh wow. Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer, drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Ja. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst nicht. mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein, ein Polizist. Was? Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest,
hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Was? Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen. Was lacht? Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Hä? Ja, ich will beides nicht machen. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Was läuft? Ich komme voll nicht Leg raus. das Messer weg. Also innerstechen will ich eigentlich was nicht, man weil dir sagt. Herr Schealter stirbt eh gleich. Nein, ich will nicht Freunde. Weglegen will ich es auch nicht. Dann bin ich am Tu Arsch. es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Lauf einfach weg, Lilly. Tu, was man dir sagt. Nein! Lauf weg! Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Ja, keine Ahnung. Leg Muss das Messer weg. ich wirklich etwas drücken? Tu, Nein, ich will was nicht. man dir sagt. Aber sie hat schon Stopp gesagt. Nein. Ja! Ich wusste es gar nicht. Sei endlich ruhig. Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Stimmt, gefällt mir nicht, sorry. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Ja, Schließlich stimmt, machte gefällt sie mir sich voll erschöpft, nicht. aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte... Und du hältst auch endlich die Klappe. Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende. Okay. Alles klar. Das war Jarvis neue Augen. Die Lilly geht ganz schön ab. Schon lustig gewesen, ja, aber die Stimme hat mir nicht gefallen von ihr, sorry. Es hätte ein bisschen herziger können sein, die Stimme. Weil das das ist einfach total anders gewesen als die Stimme am Schluss, sorry. Mir hat es euch gefallen? Mir hat es sehr gefallen. Und ja, vielleicht mache ich noch Edna-Bericht aus, aber ich glaube es eher nicht. Du hast dir das Knie aufgekratzt. Ja, das Lied. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Ich denke, ich werde mir das jetzt noch anhören. Ich werde es auch noch aufnehmen. Ihr könnt hören, wenn ihr es wollt. Und sonst wünsche ich euch bis zum nächsten Game, nächsten Let's Play. Peace bei Dexters 19. Nadel und Faden. Dexters 19. Das werden wir Peace. gleich haben. Es wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nähen, schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben.
Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ja, also ich denke, jetzt kommen einfach neue Lieder und ich beende jetzt mal die Aufnahme da. Sehr. Oh, Moment. Der Bienenmann. That's it. Peace. Ich find's geil. Was meinst du? Ich find's cool. Ah. Ja.